Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder mal einmal mehr zurück in diesem mega guten Game von 2002, wo aber in der 2001er Serie spielt. Und ja, letztes Mal sind wir in Hockenheim gefahren und sind auf P7 gekommen. Und dann habe ich ja noch gesagt, ich habe keine Punkte bekommen, komisch, wieso und weshalb, warum. Und da hat einer von euch einen Kommentar reingeschrieben, dass es dazu mal ist, P6 Punkte gegeben hat. Ich blende mal den Kommentar noch ein. Also, merci vielmals für den Kommentar als erstes. Und ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich habe gemeint, es ist schon immer dort auch schon P8 mit Punkten, aber dann mit Taschen gehabt. Ja, aber jetzt weiss ich mehr. Und wir gehen jetzt nach Ungarn. Eine Strecke, die ich eigentlich gar nicht kann, weil ich hasse die Strecke, bin ganz ehrlich. Ich finde sie nicht so geil. Aber, naja. Bis erst vor kurzem am FS 2021 gefahren und bin gar nicht klar auf dieser Strecke. Darum, ja, wir schauen jetzt mal, was wir machen können. Das ist eben noch mit einem alten Layout, das ist ja noch nicht das ganz neue Layout, das wir hier drauf haben. Also Sektor 3 war dort noch anders gewesen. Aber wir schauen jetzt mal, wie gut das wird hier, oder wie gut das kommt. Wir fahren jetzt so zuerst mal einmal raus. Die Tribüne wieder mal einmal leer. Mit dem Fernando Alonso gehen wir jetzt auf die Strecke, der übrigens ja im Katar gewonnen hat. Also es ist jetzt gerade nach dem Katar-Rennen, also der Montag haben wir jetzt nach dem Rennen. Und ja, freue mich schon für den Alonso, dass er gewonnen hat. Jetzt schauen wir mal, was das für eine Strecke hier ist. Wie gross anders sie ist. Das sieht eigentlich immer noch alles genau gleich aus, außer dass wir keine Auslaufzonen haben, sondern einfach Rasen. So, ich fahre jetzt mal extra nicht schnell, wir werden die Strecke kennenlernen. Die Kurve hier ist immer noch gleich, aber dort haben wir gerade das Käsebett. Ja, die sollten einfach überall Käse herschmeißen wieder. Da wäre auch das Thema mit Corner Cut oder beziehungsweise mit Track Limits wäre dann einfach kein mehr. Der Teil hier von der Strecke hasse ich, weil das so ultra eng ist. Und da drehen wir schon mal. Ja, die Curbs sind halt nach wie vor immer noch sehr aggressiv in diesem Spiel hier. So. Noch ein Jaguar, noch ein Sauber. Und die Kurve ist ja auch noch gleich. Und jetzt hier ist es ein bisschen anders. Da ist einfach noch eine Schikane drin. Eigentlich würde man hier geradeaus fahren und dann ist hier wieder in die Kurve hineinkommen. Also man fährt die Kurve ein bisschen anders an. Und ja, wir versuchen jetzt mal schnell kurz eine schnelle Runde zu fahren. Oh, okay. Okay, die Kurve kommt plötzlich, merke ich gerade. Ja, man sieht uns gerade wieder. Also ich fahre mal ein paar Runden und dann sehen wir uns wieder. Ich muss jetzt tatsächlich mal ein bisschen konzentriert die Strecke für mich verinnerlichen. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich bin jetzt 2 Runden gefahren und dann war es dann vorbei gewesen, aber es ist jetzt nicht gut gekommen. Es ist einfach irgendwie, ich weiss nicht, Ungarn ist einfach nicht meine Strecke. Ich kann es nicht mal erklären, wieso dass ich da nicht klar komme. Ich komme einfach nicht klar. Ja, wir haben Inters getroffen, weil es kommt regnen oder es hat geregnet, wie wir hier sehen. Das ist noch ein bisschen nass. Und jetzt wird es natürlich gerade noch einmal mehr schwieriger werden, da eine gute Zeit herzuklatschen. Weil in diesem Game im Regen zu fahren ist einfach... Ich weiß nicht. Also da fahre ich noch lieber im Regen in FS 2021. Und dort hasse ich schon. Dann fahren wir hier die Outlap hier. Und dann nachher sehen wir uns glaube ich auf das Startziel. So, also es geht jetzt auf das Startziel. Auf eine schnelle Runde. Und wir hoffen mal, dass wir da vielleicht gleich irgendwie eine gute Zeit noch fahren können.
jetzt geht es eigentlich noch mit dem Grip und allem. Wieder. Oh nein, 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 nein. Oh Mann! Das wäre eine gute Runde geworden, glaube ich. Aber in der letzten Kurve ein bisschen verkackt. Aber ich fahre gerade noch mal rein. Okay, P2. Und jetzt müssen wir in die Box. Erste Reihe, gut gemacht, tolle Fahrt. Wow, okay. Erste Reihe, gut gemacht, tolle Fahrt. Ich liebe ja den Chef von 2002, ey. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob er Chef heisst, aber halt einfach unser Renningenieur. Ich finde den super. So, also ich gehe mal in die Box und dann schauen wir mal, wo wir landen am Ende vom Qualifying. Weil ganz ehrlich, viel schneller kann ich wahrscheinlich nicht fahren. Wahrscheinlich werden wir nicht zweite Reihe bleiben. Ich denke, wir werden da schon noch runterdroppen auf, keine Ahnung, P10, 12, etwa so dort sehe ich mich jetzt noch. Mal schauen, was passiert. So, also wir sind wieder im Menü zurück. Wir haben das Qualifying beendet und wir sind auf P5 gelandet mit unserer Zeit. Krass. Also es ist zwar immer noch recht langsamer als jetzt ein Ralf Schumacher. Der war der schnellste vor dem Michael Schumacher und dann kommt der Coulthard. Barrichello und der Villeneuve noch hinter uns. Und jetzt gehen wir mal ins Rennen. Bitte kein Regen! Ja, der kommt noch nicht, aber nachher. Also Ralf Schumacher auf der Pole, dann kommt der Michael Schumacher, Coulthard, Barrichello und dann nachher sind wir auf dem P5 mit dem Alonso. Villeneuve P6, Alesi, Häkkinen und Mika Häkkinen meine ich. Heidfeld, Räikkönen, Panis, ja, oh Jung, auch weit vorne, krass. Button, Frentzen, Irvine, Verstappen, Trulli, De La Rosa, Fisichella, Montoya, schlechtes Qualifying gehabt, der ist weit hinten. Bernaldi, Enge. Und jetzt 15 Runden, das jetzt bitte kein Regen. Ja, okay, kein Regen. Okay, ich schmecke da Punkte. Ich schmecke da wieder mal Punkte. Aber ich weiß nicht, wie gut dass ich performe im Trocknen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wäre Regen doch besser gewesen für mich. Aber wir legen los. Auf dem Hungaroring. Mal schauen, wo wir landen. 15 Runden sind es, es geht echt lang. He? 5 Lichter gehen an und sie gehen. Dann gehen sie aus. Relativ früh ausgegangen, würde ich mal sagen. Ja, einen ganz okayen Start gehabt. Einfach schauen, dass sie jetzt keine Kollision machen. Okay, neben mir immer noch ein Ferrari. Innen ist noch ein anderer Wagen gewesen. Es ist gut, dass ich noch vor mir ein Auto habe, weil dann kann ich schauen, wo die jemand bremsen. Ich kann es übernehmen. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass sie da oben bremsen. Da. Wo sie bremsen? Und ich fahre ins Käse raus! Offroad! Langsam wieder einfädeln da. Okay, okay. Ja, nicht so schlimm gewesen. Wir sind auf P10 zurückgekehrt. Und da haben wir schon wieder den ersten. Wir sind wieder zurück auf P9. Oh nein, nicht der Curb! Nein! Oh Mann! Es sind immer die scheiß Curb und genau der Curb ist der, den ich im Training auch schon verwünscht habe. Also, let's go. Wir gehen mal wieder in die Box. Wir sind schon lange in der Box gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst sind wir immer gerade direkt ausgeschieden oder haben noch oder dann können wir fertig fahren. So, oh Gott, sind die schnell. Alter. Erster Gang. Der zweite Gang, das auch. 18, Alter, 8 Sekunden für einen
den Frontflügel wechseln und das Rad wieder draufklatschen. Das ist schon echt das billige Gonzales, plus so nachtanken. Also nicht schlecht. So, wir fetzen mal ein paar Runden. Schauen, wie unsere Pace wird sein. Komischerweise gibt es in diesem Game keine blaue Flagge. Also ich bin nicht dazu verpflichtet, die Überrundeten oder die mich überrunden, besser gesagt, vorbeizulassen. Also ich kann die einfach komplett coveren. Ich glaube, es ist der Kultart oder der Ralf. Wow! Alter, der wahnsinnig! Dann gehen wir noch zurück über Runde. Loi! Okay, wir tun nicht zurück über Runde. Oh. Wo ist der Benoldi? Wo ist der Benoldi? Ich weiß nicht, wo der Benoldi ist. Wir sind immer noch 21. Oh shit! Oh fuck! Okay, wir sind wieder zurück auf der Straße. Oder auf der Strecke besser gesagt. Wow! Oh shit! Oh, oh shit, das tut mir leid! Oh, sind die da wieder gekommen? Da nicht wollen, sorry! Aber es hat mich gerade so richtig rausgezogen! Oh, ich fliege! Nein! Ach komm, ich geb's auf, ey! Einfach mal gerade wieder so abgekommen, Mann! Oh Mann! Oh shit! Hey, was ist das wieder gewesen? Oh. So, wir sehen hier das Endergebnis. Wir sehen, der Ralf Schumacher hat gewonnen vor dem David Coulthard und danach kommt der Michael Schumacher. Barrichello 4., Häkkinen 5., Alesi 6., Heidfeld 7. und Villeneuve 8. So, wenn wir jetzt mal noch schnell kurz in die Konstrukteurweltmeisterschaft schauen, wir sehen, Ferrari ist absolut am davonziehen. Williams hat jetzt aber auch wieder am McLaren ein bisschen vorbeigezogen. Also Ralf Schumacher leistet hier sehr, sehr gute Arbeit fürs Team. Und ja, egal, komm, das Rennen ist einfach nichts gewesen. Wir gehen ins nächste Rennen, dann in Belgien, Spa-Francorchamps, wenn ich es richtig gesagt habe. Meine französischen Skills sind leider nicht so die gut oder nicht so das Wahre. Aber auf das Rennen freue ich mich schon. Und ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge von Grand Prix 4, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch wenn ihr ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Und bis dann sagen wir mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.